So weit kommt es, wenn keiner was tut. Bei verlorenen Häusern wie diesem blutet den Zimmerern Martin Braun und Hans Schindler das Herz. Schade, schade, schade. Die Freunde haben sich zur Holzschmiede Mittelfranken zusammengetan. Aber wegen früher, da hätten wir es noch retten können. Das tut einem schon weh, wenn man das so sieht. Weil wir sind immer bestrebt, sowas zu erhalten. Und jedes Haus ist eins zu viel, was verloren geht. Und man sieht immer weniger von der regionalen Bauart. Der 300 Jahre alte Kirchturm von Ketteldorf soll nicht verkommen. Das will auch der ehemalige Kirchenvorstand Harald Schneider verhindern. Jetzt wird's eng. Er hat Martin Braun wegen morscher Stellen im Turmgebälk zu Hilfe gerufen. Der Zimmerer soll den Dachstuhl retten. Ein nicht alltäglicher Auftrag für den 38-Jährigen. Schöne Sache. So oft kommen wir auch nicht in einen Kirchturm rein. Durch den schadhaften Dachziegel am Grat ist das Wasser runtergelaufen und hat eben da unten den Fußpunkt so geschädigt, dass die Baumaßnahme hier jetzt notwendig wird. Das war natürlich schon ein großer Schreck, weil das ist für so eine Kirchengemeinde schon ein Riesenakt. Die offensichtlichen Schäden, die sind unten am Fußpunkt. Wie es jetzt dann tatsächlich ausschaut, das sehen wir erst, wenn wir oben die Ziegel abgedeckt haben und können auch mal reinschauen, weil alles andere wäre jetzt ein Rätselraten. 2 Wochen später geht es ans Eingemachte. Der Kostenfaktor kann bei Restaurierungen heikel werden. Wenn man so ein Projekt angeht, ist im Vorfeld noch gar nicht klar, wie groß der Sanierungsaufwand tatsächlich wird. Das kristallisiert sich erst raus, wenn man das Gebäude mal auseinander nimmt. Und dann kann es natürlich sein, dass man nochmal richtig Geld in die Hand nehmen muss, um das zu sanieren. Im besten Fall übernimmt das der Bauherr, weil der möchte das ja erhalten. Trotzdem hofft auch Martin Braun, dass die Kosten im Rahmen bleiben, um den Auftraggeber nicht über Gebühr zu strapazieren. Von vornherein klar sind die Schäden hier am sogenannten Fußpunkt. Und da ist hier das Wasser runtergelaufen. Hier sieht man die Fäulnisspuren da entlang. Und das hat sich hier gesammelt und der ganze Fußpunkt ist verfault. Und der Rest des Dachstuhls? Das sind oberflächliche Schäden. Die können wir reparieren. Die gegenüberliegende Seite scheint nicht morsch zu sein. Da halten sich die Schäden in Grenzen da unten. Aber an der Kirchturmspitze war eine Wetterfahne angebracht, deren im Holz befestigte Eisenstange Kondenswasser verursacht hatte. Wie man jetzt sieht, hat sich hier schon eine Fledermaus eingenistet. Die hat sich da so richtige Höhle rausgearbeitet aus dem faulen Holz. Insgesamt steht das 300 Jahre alte Gebälk noch recht passabel da. Trotzdem kommt Martin Braun nicht umhin. Er und sein Team müssen den gesamten Dachstuhl für eine Generalüberholung abbauen. Das ist der höchste Dachstuhl, den wir bis jetzt haben. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes. Solch ein Balken wiegt rund 100 Kilo und muss aus 13 Meter Höhe möglichst unbeschadet unten ankommen. Für denselben Aufwand ließe sich auch ein neuer Dachstuhl bauen. Aber wir wollen die alte historische Substanz, die in diesem Gebäude steckt, so weit wie möglich erhalten. Nur das wegschneiden, was wirklich kaputt ist. für die Restaurierung haben sich die Zimmerer an Ort und Stelle eingerichtet. Beinahe wie ein Chirurg geht Martin Braun vor, denn jeder Balken trägt die Handschrift der Handwerker aus dem 18. Jahrhundert. Es würden alle Spuren verloren gehen, wenn wir den Dachstuhl wegschmeißen würden. Und das sind Spuren, die sollen erhalten werden. Auch für die Nachwelt, dass die sehen, da ist tatsächlich noch Handarbeit angelegt worden. Das ist eins der Prinzipien des Denkmalschutzes, diese Sachen zu erhalten. Diese Prinzipien erfordern im Gegensatz zu einem Neubau zeitaufwendige Detailarbeit. Sowas da herzurichten, da muss ich meine Hände tatsächlich noch benutzen. Ein Neubau, der wird nur noch, der hat kein Lehm mehr. Das ist alles digital aufgezeichnet. Neubau ist wie Lego bauen. Man hat einen Plan und die Teile passen zusammen und fertig. Nächste Baustelle. Minutiöse Handarbeit statt Einheitsneubau. In 4 Wochen sollen die Reparaturen abgeschlossen sein. Dann werden wir wieder nachsehen. Der Nürnberger Stadtteil Höflis war einst ein Dorf aus Sandstein.
Michael Taschner von den Nürnberger Bauernhausfreunden hat noch ein Bild eines Hauses, wie es typisch für den Ort war. Dieses Gebäude steht heute leider nicht mehr. Man hat es wahrscheinlich in den 1970er Jahren abgebrochen und hat dafür ein modernes Wohnhaus hingestellt. Doch 100 Meter weiter sieht die Sache anders aus. Unter der Plane verbirgt sich ein Haus aus dem Jahre 1676. Der Denkmalschutz verhinderte hier den Abbruch, aber es verwahrloste. Jürgen Meinert ist nun der neue Eigentümer. Das Haus habe ich vor 3,5 Jahren gekauft. Der Zustand war schon sehr baufällig, das Ganze. Ja. Ich denke, dass das Haus wahrscheinlich verfallen lassen worden wäre. Auf dem Bild, da sieht man das Haus, wie es 1920 ausgeschaut hat. Und nach dem wollen wir es wieder herstellen. Wiederherstellen bedeutet, das Dach wird mit Wärmedämmung und originalgetreuen Biberschwanzziegeln neu gemacht. Ansonsten soll auch hier möglichst viel ursprüngliche Bausubstanz erhalten bleiben. Ja, das ist noch echte Zimmermannsarbeit. Jeden Tag was anderes. Solche Stellen ziehen sich dann vielleicht mal 1, 2 Tage. Aber man kann stolz auf die Arbeit sein und man sieht was. Zum eigenen Berufsethos kommt die Denkmalschutzbehörde. Die macht konkrete Vorgaben, um dem Urzustand des Gebäudes möglichst nahe zu kommen. Bei der Restaurierung kommt es darauf an, es ist Denkmalschutz, das heißt, wir müssen den Altbestand genau wieder so herstellen, wie er war. Das heißt, man sieht hier, es sind lauter Vierungen, hier und hier. Wir dürfen wirklich nur das schadhafte Holz vorsichtig rausarbeiten, ausbessern, neues Holz einsetzen. Wir werden natürlich auch von den verschiedenen Ämtern überprüft. Es gibt doch tatsächlich manchmal Konfliktpotenzial. Ja. Über verschiedene Bauteile. Muss jetzt der halbe Meter noch erhalten werden oder doch vielleicht austauschen? Allerdings, wir wollen ja prinzipiell alle in dieselbe Richtung. Ja, wir wollen dieses Bauwerk erhalten. In 6 Wochen werden wir zur Entfernung der Plane wiederkommen. Eine besondere Herzensangelegenheit ist für Martin Braun die stillgelegte Brauerei in Großhaslach, die er selbst gekauft hat. Sein Partner Hans Schindler hat bereits für sich und seine Familie den elterlichen Bauernhof ausgebaut. Hier will nun Martin Braun sich, seiner Frau und seinen 4 Kindern ebenfalls ein Heim schaffen. Nicht nur die Liebe zum Alten treibt ihn an, die Renovierung solch eines Gebäudes macht für ihn einfach mehr Sinn als ein Neubau. Dieses Haus, nehmen wir mal an, das steht seit 300 Jahren. Und das funktioniert seit 300 Jahren. Und wenn das wieder fachgerecht saniert ist, da kann man nichts falsch machen. Zumal das Gebäude Außergewöhnliches zu bieten hat. In seinem Lieblingsraum wurde 1968 zum letzten Mal das Sommerbräu-Bier gebraut. Das ist jetzt das Sudhaus von der alten Brauerei. Also es ist wie vor 50 Jahren. Wie wenn vor 50 Jahren einer den Inhalt aus dieser Brauerei rausgeräumt hätte und die Tür zugemacht. Und wir sind die Ersten, die die Tür wieder aufmachen. Der Raum, der ist durch diese Kreuz-Grat-Gewölbe, die oben drin sind, man hat ja mehr was von einem Kirchenraum. Mir gefällt das sehr gut. Ich finde es auch super, dass es jetzt der Martin hat. Vielleicht mit weniger Arbeit hätte ich es auch gerne, ja. Es gibt ja auch sonst noch genug zu tun. Nach 4 Wochen sind die Balken der Ketteldorfer Kirche fertig zum Wiederaufbau des bisher höchsten Dachstuhls ihrer Laufbahn. Die letzte Nacht, ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob das so hinhaut, wie man sich das vorstellt oder nicht. Weil runterzulassen ist was anderes, wenn man mit der Schwerkraft arbeiten kann, als wenn man es aufziehen muss. Halt! Halt! Die 100-Kilo-Balken müssen wieder 13 Meter hinauf. Diesmal gilt erst recht, nichts darf jetzt noch beschädigt werden. Die Einzelteile wurden durchnummeriert, sie passen auf Anhieb. Nach nur einem Vormittag steht der Dachstuhl wieder. Dass das so klappt hat, das ist natürlich schon eine Erleichterung, dass es so passt. Zeitlich liegen wir gut, Wetter passt, einmal frei. Da auch die Kosten trotz des aufwendigen Ab- und Aufbaus des Dachstuhls im Rahmen bleiben, atmet nun auch der ehemalige Ketteldorfer Kirchenvorstand Harald Schneider auf. Saubere Arbeit. Steht ja wieder da, ne? Ja, wunderbar. Dann schauen wir uns mal die Ecke da hinten. Ja. Da haben wir die Schale auf der Stelle gehabt, ne? Das haben wir jetzt alles repariert. Und das habt ihr alles angepasst? Ja. Sehr schön. Schaut gut aus.
Wenn es Corona zulässt, dann wird mit Sicherheit, wenn die Kirche fertig ist, ein Gottesdienst zu Ehren der Sanierung stattfinden. Der 300 Jahre alte Dachstuhl ist für die nächsten Jahrhunderte gerüstet. Steht noch die Enthüllung des Hauses in Nürnberg-Höflis an. Das Fachwerk ist sorgfältig restauriert. Wenn Sie das Dach gedeckt haben, können Martin Braun und Hans Schindler auch dieses Projekt abschließen. Hier gab es vorab keine Kalkulation, nur eine Kostenschätzung. Bei Altbauten muss ein Bauherr sich oft darauf einlassen, dass Zimmerer nach Stunden abrechnen. Also es wurde 1 Jahr angesetzt für diese Bauzeit, aber wir haben das jetzt ein wenig überschritten um circa ein halbes Jahr. Aber das ist einfach der Sache geschuldet. Auch wenn die Rettung eines denkmalgeschützten, jahrhundertealten Hauses für einen Bauherrn wie Jürgen Meinert ein höheres Kostenrisiko als ein Neubau birgt, es hat etwas Erfüllendes, wenn alles überstanden ist. Also ein befreiendes Gefühl ist es, man freut sich schon, dass langsam was vorwärts geht, dass man außen was sieht und dass der Habitus, die Gestalt langsam was annimmt. Aber es ist schon finanzielle Belastung. Und die Kosten gehen schon in manchen Sachen aus die Fugen. Ne? Aber das wird auf jeden Fall eines für die schönsten Anwesen. Freut man sich schon später, wenn das mal fertig ist. Das ist natürlich was, wo man stolz drauf sein kann, dieses Haus da. Ja, man hat nicht in einem Wohngebiet das 30. Haus gestellt, das genau gleich ausschaut, sondern man hat etwas erhalten, was schon seit 300, 400 Jahren funktioniert. Man hat einfach was erhalten, wo auch viel Wissen drin steckt von der Bauart. Das macht dann stolz und man kann mal sagen, wegen mir steht es nur 300 Jahre.